Hallo und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Folge Stranded mit eurem Manulu. Schön, habt ihr eingeschaltet. Wir wollen das mal auf die Insel darüber. Ich habe mich jetzt mal für die entschieden. Ich weiss, die rechts sieht nachher aus, aber jetzt müssen wir mal schauen. Ist echt jetzt die links nachher? Jetzt sind beide gleich weit weg. Und die rechts kommt nachher, und nachher, und nachher, und nachher, und nachher. Vielleicht kann man quer rudern, dann ist es nicht so weit. Vielleicht. Nein, wir nehmen jetzt die. Stöckchen dabei, kann ich markieren. Achsen dabei, wenn Fischis kommen. Jetzt mal schauen, ob wir da einfach so. Jetzt sind wir noch in das Trickchen rein. Ich hoffe, uns kriegt keiner vom Boot. Und ich hoffe, wir finden nachher wieder Retour. Aber mit den Sticks hat das ja letztes Mal fantastisch funktioniert. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen führen. Nicht, dass wir das mal vom Boot kicken. Mach schneller da. Da ich das Trickchen nicht hättest, da bist du ja eine halbe Stunde am Ruderrennen. Die kommt die Insel nicht nach. Wenigstens habe ich noch keinen Haifisch gesehen bis jetzt. Die von den Tang mal anschauen. Der Tang hat etwas in der Luft. Ui, ui, da blubbert etwas. Ich sehe nichts. Da, Haifischli rechts. Hallo Sushi. Oh, da ist noch eine Frack im Wasser. Nice, links blubbert es so. Da blubbert es schon ein bisschen mehr als am alten Ort. Wow, das ist aber dann ein Mini-Insel. Jetzt muss ich hier die Trab und markieren. Und zwar. Ah, du hure Mistspiel. Welches ist es jetzt? Jetzt bin ich so gekommen. Oh fuck. Ich würde sagen, die ist es. Ich würde sagen, die ist es. Ich würde sagen, die ist es. So. Jetzt nehmen wir noch das ein kleines. Ja, kannst ja auch fliegen. Schon gut, easy. Kein Stress da. So. Wer muss ich wieder ins Wasser suchen, wie letztes Mal. Das stimmt, du bist wieder raus her. So. Ich würde behaupten, das ist die. Und sonst wären wir ja hier drüber gefahren, über das Frack da. Ich tue dort die Speicherin. Safe, ja. Ich habe etwas. Nö. Hüpf. Mal schauen, ob hier etwas ist. Da blubbert auch mal etwas. Home. Was haben wir hier? Das Flashlight. Braucht doch kein Mensch. Braucht doch kein Mensch. Aber bevor ich da jetzt noch ein bisschen geblubbert. Hüpf. Habe ich jetzt nicht? Was mir jetzt. Das ist die neue. Ist das nachher einfach drin? Leuchtet näher in der Nacht? Und das braucht kein Slot. Ja, da ist nichts mehr drin. Das wäre natürlich eine cremöse Neuerung. Wenn jetzt in der Nacht einfach immer leuchten, die nicht kaputt gehen und keinen Slot brauchen. Also viel Schöneres kann man in diesem Spiel fast gar nicht vorstellen. So, was sammeln wir als erstes? Ich gehe jetzt mal röcken.
Röcken aus Dicken. Röcken aus Dicken. Die Dinge nehmen wir dann nachher da, die Yucca-Palmeli da, die Yucca-Palmeli. Irgendwie denkt es mir, haben die Steine nachgeschraubt. Und abbauen kannst du auch... Ging noch nicht, nein. Wo willst du her? Wow, habe ich jetzt gerade 3 Steine auf einer ganzen Insel da. Wow, die war nicht so lukrativ, hä? Da muss ich ja nicht manchmal hin und her fahren, bis ich die Insel plündert habe. Aber wenigstens hat es ein bisschen viel... Ah, nur noch ein Steinchen. Haben wir noch einen gefunden. Hat jemand vielleicht schon einen Potato-Plant gesehen? Sticky. Oh, das ist eine mickrige Insel. Das ist der... Da, Potato-Plant. Ich habe schon wieder Hunger, so ich meinen Charakter kenne. Jupp. Dort fressen wir gleich. Oh, wo das Krabbeli davon laufen. Oh. Ich glaube, das war schon. Wow. Das Loch. Ah, noch Potato-Plant. Das war gleich 3 gewesen. Ja, jetzt musst du doch nicht auf die Palme. Ich muss sagen, wir sammeln mal alles hier. So. So. Also. Die gießen wir auf die Seite. 1, 3, 4. Den Rücken ziehen wir auch daher. 1, 2, 3, 4. Sieht man von hier noch irgendwo einige Blubber. Zwar jetzt auch nicht, jetzt wo es Nebel zieht, auch noch Stick gefunden. Es wird schwierig, irgendetwas zu blubbern sehen. He? Aber die Hauptsache, was wir ja brauchen, ist Holz. Ganz viel Holz. Nein, wo ist er? So. Da kann ich nämlich die Kokosnüsse auch drauf. Das ist noch gut. Ich kann sie gleich gescheiter ablesen, zuerst aber Hurti. Ha! Haptisch. Da ist noch einer, jetzt da auch dran. Jupp. Zum Glück hat der gelernt, Palmen klettern. Das könnte jetzt auch nicht. Gut, bei einer Friss- oder Stirb-Taktik da versuchst du es einfach. Würde ich jetzt mal sagen. Ui! Ui! Oh, jetzt hat es etwas gemacht. Das ist eine Höhe. Wow. Nein, nicht schon wieder. Wieder. Zweimal nacheinander. Ja, noch einmal. Nein. Jetzt kann ich die nicht mal... Aber irgendetwas ist mit dieser Palme nicht gut.
Hey, noch Schwein gehabt hier. Etwa noch sterben auf einer fremden Insel. Davon wie kommt es noch? Breche ich nicht mal mit der Baum. Aha. Also manchmal... Wenn ich es sehe, aber ob es funktioniert oder nicht. Wenn er nicht aus dem Boden wächst. Im ersten Schlag. Hat es nicht geklappt. So, Mangrovenbäume können wir nicht. Und? Auf ein bisschen Bäumchen sammeln. Und ich freue mich, dass wir genug Holz haben. Wenn wir dann mal unser Häuschen bauen haben, dann können wir dann auch ein bisschen andere Prioritäten setzen. Entschuldigung. Nehmen wir zuerst einen grossen Kieb. Ja, bin wieder aufgepacken und raus, weg. So. Baum um Baum um Baum. Es wäre schön, wäre ein bisschen mehr Frackstos. Und so Taucheneffekte, die schon noch, schon recht ein Nervenkitzel mit so den Haifischen drumherum. Hat irgendjemand von euch Zuschauer schon Erfahrung mit Tauchen? Ist irgendjemand von euch Taucher? Oder mal eine Ausbildung gemacht? Oder sonst mal ein bisschen mehr mit Flaschen tauchen? Das wäre etwas, was mich auch noch sehr reizen, aber die bin nicht so viel... es hat mir da ein bisschen komische Viecher unter Wasser zum Teil. Und da würde ich mir auch die ganze Zeit in Neoprenanzug reinbeiseln. Ich habe überall wieder irgendetwas gesehen und ich nicht kenne und Angst hätte, es würde mich fressen. Die andere Frage wäre dann, ob ich überhaupt einen Neoprenanzug Platz hätte. Er ausgesehen eine Presswurst. Nein, so übertrieben bin ich ja nicht. Aber gleich so im Alter. Wenn man nicht mehr so Sport macht und eher ein bisschen vor dem PC hockt, kommt man halt langsam ein kleines Bäuchchen. He? Da ist man selber die Schuld. Oh. Ich glaube, das war schon der letzte. Ich glaube, das war schon viel Müllbäume. Ja. Was habe ich da gesehen? Ah, das ist der Trunk. Ah, hier auch noch ein Trunk. Ah, da, Hungerfatze. Ah, ich da. So, komm, lass doch einfach gehen. Ich habe beim ersten Mal zersplittern. Jetzt nehmen wir da heute die mit und gehen heute mal ein bisschen auf Blubbersuche. Schau, ob wir irgendwo ein Freck gesehen. Da ist eins. Wieder ein bisschen Frack markieren. Ah, da ist auch noch eins. So. Perfekt. Oh, Nummer 2. Schade, schade. Aber die zwei, die gehen wir dann holen.
Wo tun wir das Essen? Hier ist das Essen. Wie sieht es aus mit Essen? Ist noch gut. Dup, dup, dup. Da bleiben. Da bleiben. Da. Sie sind so. Muss ich noch einen anderen Ort her tun. Das Padu, das ist noch da. Weil das Padu mal wegpacken, da bist du im hinteren Geschlechtsteil. Schon letztes Mal, als ich Schwein hatte, wenn ich plötzlich so raus... plötzlich einfach im Meer raus gewesen. Auch nicht aufgepasst, oder? Kein Blaser jetzt schon gedacht, schon ein neuer Stick gefunden. Was hat er weggenommen? So, jetzt sind wir über die Nacht heute ein bisschen schlafen und am Morgen gehen wir dann tauchen. Die Sticks kann ich wieder... schau, kannst du noch nicht... Schau, jetzt noch kein Stack-Trick. Es gibt Jeans so Mods, aber... man eigentlich gar nicht einfach drauf tun. So... Mods, die das Spiel optimieren. So, wie jetzt eben, dass du mehr Sticks kannst tragen oder einen grösseren Rucksack hast. So Zeug mache ich aber nicht gerne. So mit einem fertigen Spiel, wenn sie wirklich etwas vergessen haben und so, dann kann man mal reinschauen, aber so für ein Let's Play mache ich das nicht gerne. Dann nehme ich das Spiel gerne so, wie es mir der Entwickler gibt und mache das Beste daraus. Ausser ihr wollt mal sehen, dass es so verschiedene Mods gibt, dann dürft ihr mir das gerne drunter schreiben. Dann werde ich mich mal ein bisschen schlau machen. Der Gronk hat ja auch einen Mod drauf. Ich glaube, da mache ich keine Schleichwerbung. Ich glaube, der Gronk kennt jeder von euch. Ich glaube, der hat auch einen Mod drauf, wo er eben mehr tragen kann, wie ich das letzte Mal richtig mitbekommen habe. Und da gibt es Mods, dass sogar die Wale fliegen und ja, jenst den Guck aus. Wenn du gar nicht brauchst. Das Einzige, was schön wäre, wenn man sich einen Rucksack zum Beispiel könnte craften, dass man ein bisschen mehr Platz hätte. Das hat noch Style. Müsste ich wirklich sagen. So. 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 Kannst du sie auch in die Finger nehmen. Aber wenn man sich zum Beispiel mit ich könnte man jetzt das machen, zum Beispiel mit Schnur, mit einem Stick und Haifischhaut. Beispiel. Ist es stabil? Oder auch schon halt noch in das Tier einführen, das sind die... ich weiß nicht, das stimmt, das kann noch schwierig werden. Die Hühner. Was ihr Idee habt, dürft ihr mir das gerne drunter schreiben. Vielleicht können wir eine kleine Diskussion anfangen starten hier. Es ist noch lange bis Tag, ich will gerade tauchen. Oh, jetzt sind wir auf 1. Okay. Immer auf 1. Wieder noch auf die Uhr geschaut. Ja, dann nächstes Mal etwas essen, trinken. Aber ich glaube, die verholzen wir noch geschwind. Jetzt hat natürlich das Feuerzeug nicht da. Jetzt kann ich gar kein Campfire machen. Aber zum Glück hat es noch genug Kokosnüsse. So. Das machen wir schneller. Das war ganz ein kleiner Kieb. So, da haben wir noch ein Bäumchen.
Ja, manchmal kann ich da hin und her fahren, bis ich alles Holz dann habe. Er könnte sich mit Palmwetteln aus Sticks einen Helikopter basteln. Ja, hau drauf. Komm. Da ist brav. Da haben wir noch. Ich habe noch recht viel Holz auf der Insel. Aber in jetzt einfach sehr wenig Steine. Steine dürfte es mehr haben. Und man sollte hier mit einer Axt so serige Steine hier sollte man noch ein bisschen abbauen, Steine daraus gewinnen. Aber eben, sehr, sehr frühe Alpha. Potenzial von diesem Spiel wäre riesig. Wirklich riesig. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles daraus wird. Ich habe sogar schon mal etwas gelesen. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist oder ob das wirklich wahr ist. Aber ich habe schon mal in einem Forum gelesen, da hat einer behauptet, er habe unter Wasser irgendwo mit drinnen ein versunkenes UFO gefunden. Er hat zwar mit dem nichts machen können, aber es ist einfach dort im Wasser abgestürzt. Und ich habe auch schon gedacht, ob ich mal offscreen sich ein bisschen eine Tauchrunde machen, aber das ist sicher nur ein Witz. Weil andere haben gesagt, lass doch ein Bild auf und so. Und ja, ich habe kein Programm. Ja, ich kann viel sagen. Ich habe mal behauptet, ich habe mitten zwischen zwei Inseln da laufe ich unter Wasser ein violettes Einhorn in einem Käfig. Aber ich konnte es nicht fotografieren. Und schau, es gibt sicher Salöle, die das nachher suchen. Aber so kleine Easter Eggs, das sind die Entwickler ja bekannt dafür, generell. Dass man das etwa gerne noch ein bisschen einbaut. Oh. Hallo Crabsy. Geht jetzt das Teil in das Loch? Nein, das Loch nicht durch. So, komm, hol das Teil. Schon wieder kaputt. Das ist jetzt eben nicht Hau den Lukas, das ist Hau die Palme. He? Hey, meine Witze wären auch irgendwie schlechter. So. Ja, mitnehmen. Ich sage einen Schlag. 2, 3, 4. 4 Schläge kann ich noch angeschmissen machen. Der Sauhund. Sauhund. Ja, die soll da noch mal rumlaufen, die brauchen ich nicht. Jetzt tun wir so. Ja, sieht man schon nicht mehr. Essen. Essen nicht vergessen. So. Da Joghurt muss trinken. Nehmen wir die Serie. Zack. Das sind echt 3, 4. 2, 3. Zack. Ja, 4. Da komm. So. Dann mach ich auf die Seite. Und hinschweißt. Da. So, der Durst ist gestillt. Jetzt essen wir noch heute. So, komm. 2, 3. Peng. 1. So. Hallo. Hallo.
wieso willst du nicht? Ah! Problem entdeckt. Das war nur eine Hälfte. Ich sehe ja fast eine optische Täuschung. So. Ich glaube, das reicht nicht. Jetzt. Die schmeißen wir noch her. Und das müssen wir nicht mitnehmen, falls wir sterben. So. Jetzt machen wir noch die Save. Und nachher in der nächsten Folge können wir die Fracks abtauchen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich ein Folgenpäuschen machen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Merci vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss zusammen, Janulu.